So, moin liebe KollegInnen, wir sind jetzt bei unserer saisonalen Lektion nummeriert Nummer 12, aber die kann man natürlich dann im Jahr machen, wenn auch Ostern ist, sonst ist es ja irgendwie albern, die Osterlektion. Da geht's auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ihr habt alle Ideen und Erfahrungswerte, was man mit Kindern in der Osterzeit machen kann, was man basteln kann. Das kann man natürlich aber in diesem Fall alles mit den Ostervokabeln verknüpfen. Dazu gibt es im Klappenbuch die Eier zum Ausschneiden und Anmalen in 3 Varianten. Es gibt einmal die Ostereier mit den Ostervokabeln drauf. Also zum Beispiel die Osterhorse, können wir gleich schon mal durchgehen. Die Osterhorse, der Osterhase, Oster mit einem OU-Diphthong und Horse mit unserem langen O. In anderen Gegenden auch die Osterhase oder die Osterhase oder Osterhus. Das macht ihr wieder, wie ihr es kennt, damit wir es schon mal gesagt haben. Ansonsten medienplattmäßig die Osterhorse. Dann gibt es den Eierkorb mit Korf mit F hinten, die Osterglock, je nachdem, was ihr habt. Eventuell steht da Glock, das niederdeutsche Wort ist auch Glock, je nachdem, was ihr kennt. Wir vereinheitlichen das hier noch, Osterglock. Das Osterfeuer, das Osterfeuer, für, der Eierbaum, der Eierbecher, der Eierbecher, nicht Baker, Beker mit einem einfachen E oder Bäker, je nachdem, wie ihr es regional kennt. Das Sonnenkind, ein sehr romantisches plattdeutsches Wort für den Marienkäfer, das Sonnenkind, das Sonnenkind. Der Farbpott, der Farbeimer. Osterei, aus diesen Wörtern kann man natürlich versatzweise auch noch neue Wörter kombinieren und so weiter. Ansonsten hilft natürlich bei weiteren Wörtern, die ihr sucht, der SAS, das Plattdeutsche Wörterbuch, online oder in Buchform. Wichtige Vokabeln. Regional sagt man statt Ostern auch Porschen, so wie in Spanisch Pascuas, Felices Pascuas, fröhliche Ostern. Falls ihr das kennt, ansonsten sagt ihr einfach Ostern, das ist einfach, auch für die Kinder. Ansonsten haben wir das durch. Das Osternest kann man einfach zusammensetzen. Und ansonsten sind das auch schon die Ostervokabeln, die wie gesagt hier stehen. In diesem Fall kann man also die Kinder animieren, die Vokabeln dann da drauf zu malen. Oder es gibt die umgekehrte Variante. Da sind Bilder drauf. Die können natürlich farblich angemalt werden und man kann die Begriffe gegebenenfalls dazu schreiben. Und dann gibt es noch einmal die vollkommen leere Variante, wo die Vokabeln nur einmal oben drüber stehen. Das heißt, die Kinder können hier die Wörter dazu schreiben und das Bild malen oder nur das Bild malen und dann erklären, was es ist. Hier seid ihr also völlig frei. Oder man kann hier natürlich auch noch weitere Osterbegriffe, die man gefunden hat, ergänzen mit diesen Blanko-Eiern sozusagen. Genau. Ansonsten könnt ihr singen, basteln und so weiter, wie ihr lustig seid. Da braucht ihr von mir keine Anregungen. Wir haben einfach in dieser Lektion vor allem die Osterwörter dazu. Auch hier nochmal ein paar Phrasen. Wir kennen es, wenn man zum Beispiel in der Klasse fragen möchte, wer feiert denn eigentlich Ostern? Denn vielleicht gibt es Familien, die gar nicht Ostern feiern. Wer feiert Ostern? Oder wo Kane feiert Ostern? Oder kurz Kane feiert Ostern? Oder feiert Porschen? Frohe Ostern oder fröhliche Ostern oder frohe Porschen. Dann die Frage, wenn man Begriffe sammeln will, was hört zu Ostern dort to? Was gehört zu Ostern dazu? Gehören auf Plattdeutsch nur hören oder to hören. Diese Vorsilbe ge fehlt meistens im Plattdeutschen. Also es gibt auch die Form sund. Ich bin gute Gesundheit, Gesundheit oder sowas. Und eben das gehört mir ist das hört mi, aber dann to. Also es hört zu mir. Es gehört zu mir. To hören, gehören. Was hört to Ostern dort to? Dann brauchen wir natürlich den Begriff Ostereier versteken, verstecken. Nicht versteiken mit Diphthong, sondern versteken oder verstäken mit einem einfachen E oder Ä. Ostereier säugen oder säugen, sie suchen. Ostereier anmalen oder anmalen regional. Die Ostereier anmalen. Und dazu die Aufforderung, nu mal dat Ei schön an. Jetzt male das Ei schön an. Und hinterher, wies uns mal din Osterei. Weise, zeige uns mal dein Osterei. Wies uns mal din Osterei. Wenn die Kinder suchen, der begeisterte Aufschrei, ich hef ein. Ich hab eins, ich hef ein. Dann ansonsten nochmal die gewohnten Aufforderungen, de Eier utsnieden, de Eier schön anmalen und de Eier in dat Klappenbuch kleben. Dann sind wir sprachlich, glaube ich, soweit obste. Und ja, frohe Ostern.